Die Gegend rund um den Vierwaldstätter See. Glaubt man den alten Sagen und Legenden, haben da mal ganze Horden von Hexen, Zwergen und Drachen gelebt. Und das hat seinen Grund. Wo sich die Natur von ihrer wilden und manchmal auch unheimlichen Seite zeigt, haben die Menschen schon immer fester an übernatürliche Sachen geglaubt als auf dem flachen Land. Einer, der sich mit solchen Geschichten auskennt, ist der Kurt Lussi, Buchautor und Volkskundler. Auf abgelegenen Alpen, wie man sie im Rigi-Gebiet findet, aber auch Pilatus oder im Luzerner Hinterland, am Napf, hat der Mensch einen speziellen Bezug zur Natur. Und er sucht natürlich dann auch nach Erklärungen, wenn die Natur sich gegen ihn wendet, durch Erdrutsch oder durch Überschwemmung oder was es immer ist. Vor vielen Jahren, so erzählen die Alten, hat unterhalb der Rigi eine böse Wetterhexe gehauset. Die Pfaffenkellnerin hat mir gesagt, sie hat vor allem an Flüssen und Bächen ihr Unwesen getrieben. Bei Sturm und bösem Wetter war es darum vielen Leuten von der Gegend in der Nähe vom Wasser nicht geheuer gewesen. Hoch über Küsnacht, auf der Seebruder Alp, wo sich der Blick auftut in die Weite, hat es damals noch einen richtigen See gehabt. Dort hat sie gewohnt, die Wetterhexe. Bis weit ins Tal runter hat man im Sturm ihr fürchterliches Lachen hören. Die Leute haben Türen und Fenster fest verriegelt. Die Hexe ist im See, haben sie geflüstert. Immer wieder sind da oben Wanderer spurlos verschwunden. Manche hat man später tot in einem Bach gefunden. Die Hexe hat sie so verschreckt, dass sie aus Angst gestorben sind. Die Leute aus der Region haben die Hexe verflucht und wollen einfangen. Aus Rache hat sie darauf aber den Alpsee furchtbar aufgewirbelt und ein höllisches Unwetter ist losgebrochen. Auf der wilden Flut ist die Hexe ins Tal gegen Küsnacht geritten. Die Kirchenglocken haben Sturm geläutet, um die Menschen zu warnen. Aber die Hexe hat Häuser, Tiere und Menschen mit sich fortgerissen. Seitdem erzählt man sich da die Sage von der Pfaffenkellnerin. Die wird in den Sagen und Legenden zwar als Hexe bezeichnet, aber in Tat und Wahrheit handelt es sich da eben um einen Naturdämon, dem man eben zuschreibt oder von dem man glaubt, dass der Dämon eben die Unwetter verursachen. Rund um die Rigi gibt es aber noch andere Spuren von übernatürlichen Geschichten zu entdecken. Wer vom Gipfel runter nach Heiligkreuz wandert, kommt an einem grossen Felsentor vorbei. Im grössten von diesen Felsen kann man ein versteinertes Gesicht von einem alten Mann erkennen. Die Totengeister, die Naturgeister, haben sich an ganz bestimmten Ort gezeigt. Das können bestimmte Felsen sein, das sind aber auch Quellen, die man als heilig verehrt hat, oder eben in Bäumen, die ebenfalls verehrt worden sind vom Volk. Das Gesicht, so erzählt man, ist das vom Einsiedler Onufrius, der um 1800 da oben gelebt hat. Bei der Heiligkreuzkapelle hat er gehauset und mit dem Glöckli die Menschen zu Frieden und Gottesfurcht gemahnt. Für viele Krankheiten und Gebrechen hat der gottesfürchtige Mann ein Heilmittel gekannt. Aber er hat nicht nur den Menschen Gutes da. Der Bruder Onufrius hat auch mit den Tieren reden und hat sie etwa von den Jägern und ihren Gewehren gewarnt. An einem Tag im Oktober hat man den Einsiedler von der Rigi das letzte Mal gesehen. Wo das Glöckli von der Kapelle am nächsten Morgen stumm geblieben ist, haben die Leute verzweifelt an seine Tür geklopft. Aber der Einsiedler war spurlos verschwunden. Stockfinster ist es geworden im Tal und auch die Tiere vom Wald sind müsli-still gewesen. Doch plötzlich ist der Himmel aufgerissen und die Sonne hat ihr goldiges Licht über den Vierwaldstätter See geschickt. Da haben die Leute gewusst, dass der Bruder Onufrius beim Herrgott ist. Seit dem Tag kann man ihn am Felsentor sehen. Und dort beschützt er auch heute noch alle, die Hilfe und Zuflucht brauchen.